Besuch in einem Münchner Hinterhof. Hier haben sie ihr Traumhaus entdeckt. Beste Lage, mitten in Schwabing. Der Anblick aber schlichtweg eine Katastrophe. Sich dennoch dafür zu entscheiden, fiel auch den Holzpförtners schwer. Wir haben schon als Architekten einiges gesehen, auch einige Altbauten und einige Ruinen, wie es ja eigentlich auch so einige ist. Wir haben aber, glaube ich, gleich erkannt, dass es ganz viel Potenzial bietet, was man daraus machen kann. Trotz großzügiger Flächen auf 3 Geschossen findet sich lange kein Käufer für das Hinterhofgebäude. Auch von innen bietet das heruntergewirtschaftete Haus einen trostlosen Anblick. Ganz früher wurde das ganze Rückgebäude als Bäckerei benutzt. Die haben hier den Teig vorbereitet, verschiedenste Sachen, die man jetzt für die Brotherstellung gebraucht hat und Torten gebacken. Da waren so Vorbereitungsräume, die Sanitärgeschichten für die Angestellten. Und ganz oben haben die Lehrlinge oder auch Gesellen zum Teil auch geschlafen. Da gab es richtige kleine Schlafräume. Fast 50 Jahre lang wurden hier Brezen, Semmeln und Kuchen gebacken. 4 riesige Öfen standen in der Backstube. Bäckermeister Hermann Müller, der frühere Besitzer, hat mit seinem Brot den gesamten Hauptbahnhof beliefert. Doch im Laufe der Jahre ließ sich mit dem Backen kaum noch etwas verdienen. Die Möglichkeiten waren einfach zu Ende und die Bäckerei wurde dann ausgeräumt. Unsere Backstube, die Einrichtungen, Backöfen, das ist alles nach Rumänien runtergegangen. Da waren wir noch froh, dass die Rumänen das kostenlos entsorgt haben praktisch. Und so ist eben leider gegangen, dass das Haus verkauft wurde. Als leidenschaftlicher Hobbyfilmer hat er alles dokumentiert. 1955 erwarb er die Bäckerei oder das, was der Krieg davon übrig gelassen hatte. Diese Häuser sind im Krieg abgebrannt und ich habe dann beide wieder aufgebaut, Rückgebäude auch im Vorderhaus. Und wichtig war, dass wieder eine Bäckerei auch in der Gegend war, weil doch sehr viele Bäckereien in München ausgebombt waren. Ein halbes Jahrhundert später kaufen Ines und Stefan Holzpförtner das Nachkriegshaus für 485.000 €. Als Architekten wissen sie genau, wie viel Arbeit damit auf sie zukommt. Denn was nach dem Krieg mühsam neu aufgebaut wurde, ist heute längst wieder baufällig. Ja, wir wollen mit genauso viel Tatkraft, wie wir damals neue Wege gegangen sind, das Gebäude wieder aufbauen. Genauso wollen wir unsere Wohnung, unser neues Zuhause schaffen, um hier mit unserer Familie dann zu leben. Geschützt vor dem Straßenlärm und von der Barerstraße nicht einzusehen, liegt das alte Rückgebäude in 2. Reihe. Aus dem Haus ist eine Baustelle geworden. Der alte Kamin, einst für die Backstube unerlässlich, muss heute weg. Eine Zierde war er ohnehin nie. Mit einem schwerwiegenderen Schönheitsfehler wird die Familie allerdings auf Dauer leben müssen. Also Liebe auf den ersten Blick war es eigentlich gar nicht, muss man sagen. Also ich glaube eher das Erschrecken über diese Enge. Wir wohnen jetzt auch hier in der Maxvorstadt, zwar in einem Vorderhaus und haben da einen ganz tollen Innenhof, auch mit einem Rückgebäude. Und da sind die Abstände ungefähr doppelt so groß und das ist einfach vom Wohngefühl her was ganz anderes. Zum Ausgleich für die Enge im Hinterhof planen Holzpförtners eine großzügige Dachterrasse. Hier oben mit Blick über die Dächer soll der Garten entstehen, für den im Hinterhof kein Platz ist.
Ein altes Gebäude von Grund auf zu renovieren ist oft aufwendiger, als es abzureißen und nochmal neu zu bauen. Schon allein für den Bauschutt, der hier anfällt, sind 50 große Container nötig. Jetzt erst können die Bauherren die Räume nach ihrer eigenen Vorstellung gestalten. Die Gegebenheiten stellen sie jedoch vor eine Herausforderung. Daher sind oben, wo es heller ist, Küche und Wohnzimmer geplant, unten hingegen die Schlafräume. Das ist ungewöhnlich, aber angesichts der dunklen Hinterhoflage durchaus zweckdienlich. Ja, jetzt stehen wir in unserem neuen und zukünftigen Bad. Kannst du hier schon unsere Badewanne sehen, die dann später mal unter der Treppe sein wird. Insgesamt ist dieses Geschoss eher so dieses Schlafgeschoss. Wir haben ein größeres Kinderzimmer. Unser großer Sohn möchte auch mit der kleinen Schwester zusammen hier drin wohnen. Das ist ungefähr, wird hier die Wand eingezogen. Das ist dieser Raum. Das Tolle ist eigentlich daran, dass man von jedem Zimmer aus auf diese vorgelagerte Dachterrasse gehen kann. Und dass es, obwohl es relativ niedrige Raumhöhen sind, doch dadurch durch die großen Fenster hoffentlich noch ein bisschen hell wirkt. Einen Austritt ins Freie wird es von jeder Etage aus geben, gewissermaßen als Ausgleich für die Enge zum Nachbarhaus. Nur beim Küchenbalkon waren sich die Bauherren anfangs nicht ganz einig. Ja, stehen wir nahezu auf unserem eigenen Balkon dann. Dieser Balkon, der hier vor die Küche kommen soll, den finde ich persönlich jetzt unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, durch das gerne kochen, einfach mal rausgehen, sich ein paar frische Kräuter holen. Da ist so der Widerspruch zum einen, der Fassade tut es gut, wenn er eigentlich weggelassen worden wäre. Andererseits fand ich ihn halt für mich fürs Lebensgefühl oder Wohngefühl sehr, sehr wichtig. Und ja, du fandst sie, glaube ich, erst so ein bisschen überflüssig. Ja, also zur Typologie eines Rückgebäudes, eines, wie soll man sagen, Gewerberückgebäudes passt ja nicht unmittelbar dazu, dass man hier jetzt also einen neueren Balkon anbringt, aber so ist das einfach. Wir haben dort versucht, verschiedene Standpunkte abzuwägen und dass es natürlich dann auch Spaß macht, das frische Basilikum zu holen und dann zu den Tomaten dazu zu geben, ist auf der anderen Seite auch nachvollziehbar. Obwohl du Basilikum gar nicht isst, okay. Einigkeit herrscht hingegen bei der Frage, ob sie aufs Land ziehen wollen. Natürlich haben auch die Holzfurtners überlegt, die Stadt wegen ihrer 2 Kinder zu verlassen. Doch letztlich schätzen sie dafür das Leben mitten in München viel zu sehr. Von einem Häuschen mit Garten täglich stundenlang zur Arbeit zu pendeln, erschien ihnen zu stressig. In der Stadt brauchen sie das Auto nur selten. Kindergarten, Bäcker, Metzger und sogar der Gemüsehändler sind gleich vor der Haustür. Hallo, grüß dich. Was sollen wir mitnehmen, Max? Was wolltest du denn haben? Nein. Himbeeren. Okay, einmal Himbeeren, bitte. Also einmal Himbeeren. Das machen wir so. Okay, alles klar, was gut. Tschüss. Auch vom neuen Haus aus kann das Ehepaar mit Sohn Max hier einkaufen. Es liegt nur eine Straße von der alten Wohnung entfernt. Man bleibt also im vertrauten Stadtviertel. Sowas wie Nachbarschaft, also wer kennt den Nachbarn, wer kommt zum Metzger, wer kommt zum Bäcker, zur Reinigung, überall ist man bekannt. Dort funktionieren eigentlich die Strukturen ähnlich wie am Lande, wie am Dorf. Ich bin also in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und kann das also daher relativ gut vergleichen, wie so Nachbarschaftsstrukturen nach wie vor auch in einer Großstadt funktionieren können. Und das ist eigentlich das Spannende daran. In unmittelbarer Nähe liegt auch das Architekturbüro der Holzfurtners. Hier haben sie ihr Haus entworfen und immer wieder diskutiert. Nur selten planen sie kleine Eigenheime, die meisten Projekte sind weit größer.
Trotz der Kinder hat Ines Holzfurtner ohne Unterbrechung immer mitgearbeitet. Das geht nur, solange Kindergarten und Wohnung gleich nebenan sind. Weil wir uns hier so wohlfühlen in Schwabing, haben wir uns eigentlich nach Wohnungen, Häusern hier umgeschaut und halt einfach geguckt, was ist finanzierbar für uns und was ist halt wirklich fußläufig zum Büro zu erreichen. Also wir wollten nichts, wo man auch, was hier in der Nähe ist, aber wo man trotzdem nicht mehr zu Fuß erreichen kann, sondern wirklich, dass man einfach auch mal mittags nach Hause geht oder zwischendurch mal oder einfach auch mal nachts arbeiten, wie wir es auch gerne mal machen, dass das einfach drin ist. Währenddessen geht es auf der Baustelle zügig voran. Der Abbruch ist fertig. Oben auf der Dachterrasse wird bereits der Wintergarten gezimmert und der Maler muss bald wissen, in welchem Ton er die Fassade streichen soll. Tja, jetzt haben wir die Qual der Wahl der einzelnen Farben. Von der Typologie her wäre natürlich irgendwas zuerst einmal so ein gedämpfter Ton sicherlich das Richtigere. Stefan könnte sich nämlich noch einen Grünton vorstellen, der mir überhaupt gar nicht zusagt. Also, aber ich glaube, da haben wir uns jetzt schon so geeinigt, dass der zumindest ja schon immer nicht mehr bemustert wird. Und für mich war dann eher so, dass das aus so einer Tradition eher vielleicht des Villenbaus herauskommt und dass ich dann davon überzeugt werden konnte, dass wir das dann nicht machen, weil wir wollen sicherlich hier keine Villa haben. Da das Mauerwerk aus der Nachkriegszeit stammt, wird es vor dem Verputzen mit einem Vollwärmeschutz versehen. So entspricht das alte Rückgebäude energietechnisch heutigem Standard. Mit Spannung wird der Schreiner erwartet. Ein großzügiges Atelierfenster soll den Loft-Charakter des Wohnzimmers unterstreichen, eine Sonderanfertigung. Ines Holzfurtner hat die Maße dafür selbst berechnet. Jetzt hofft sie, dass ihr dabei kein Fehler unterlaufen ist. also was ich jetzt schon gemerkt habe, dass wir eigentlich bei fremden Baustellen strenger sind. Also ich glaube, bei der eigenen lässt man vielleicht doch noch ein bisschen mehr mal durchgehen als auf anderen Baustellen, wo man dann für andere die Verantwortung trägt und dann einfach sagt, nein, das ist noch nicht hundertprozentig gerade, ihr müsst es noch mal wieder ausbessern. Jetzt, jetzt, genau, nicht ganz so schnell. Habt ihr das? Ja, dabei schon mal. Okay, links und Seite. Über den Schuh, wo ich gesagt habe. Dann noch mal, bis ich da hin. Jetzt. Habt ihr das? Ja, ich hab schon. Wie los aus? Bei einem Neubau wäre irgendwie der Tieflader hergefahren bis 3 Meter vor die Baugrube und irgendein Selbstladekran hätte die Fenster auf das Dach oder auf das Gerüst gehoben und dann wäre das nur noch das Einbringen von Hand geschehen. Das ist natürlich hier in der Situation, zumal wir uns hier ja im rückwärtigen Teil im Hof befinden, wo wir jetzt keine Hofeinfahrt haben, sondern nur eine Hofdurchfahrt, ist natürlich hier alles nicht möglich. Die neuen Fenster sind für die Holzfurtners eine ergiebige Lichtquelle. Den recht nahen Nachbarn gewähren sie dafür unterhaltsame Einsichten. Sehen und gesehen werden, das muss man hier schon mögen. Als die Bäcker hier gewohnt haben, die haben ja auch am Fenster geschaut. Wenn die Feierabend hatten, sind die in ihre Wohnung gegangen und haben auch am Fenster rausgeschaut.
Bauarbeiter machen ja ihre Arbeit. Na gut, wenn sie mal Pause machen, schauen sie mal hoch. Das würden wir ja auch tun. Aber ansonsten ist das nicht störend. Und vor allen Dingen ist es interessant, man sieht ja was wachsen. Es verändert sich ständig irgendwas. Und das finde ich schon gut. Es sind mehrere Innenhöfe, die eigentlich brach stehen oder derzeit nicht so genutzt werden, wie man sie nutzen könnte. Und insbesondere in einer Stadt wie München, wo ja der Wohnraum sehr, sehr knapp ist, würde es meiner Ansicht nach Sinn machen, wenn man im Innenraum Wohnraum neu schafft. Neuer Nutzraum soll auch im kleinen Hinterhof entstehen. Was bislang nur Abstellplatz für Räder war, wird begrünt. Bänke und ein Baum laden dann alle Hausbewohner zum Verweilen ein. Im Haus legen Elektriker und Installateur noch einmal Hand an. Dann ist auch innen, bis auf die Malerarbeiten, alles fertig. Das Architektenpaar kommt zur Besichtigung und bringt diesmal auch die Kinder Max und Emmy mit. Weiter. Ja, was hier jetzt gerade besonders neu ist, was gerade in den letzten Tagen jetzt fertig geworden ist, ist diese Nische für die Badewanne. Da stellen wir uns das dann so ein bisschen als so Höhle vor, deswegen auch dieser Einstieg. Und dann wird nochmal die Decke abgehängt, so mit einer Wölbung drin. Und dass es halt wirklich einfach so eine kuschelige, gemütliche Höhle wird. Obwohl die Sanierung des Hauses mit grundlegenden Veränderungen verbunden war, wollen die Bauherren den Charakter des alten Industriegebäudes bewahren. Keinesfalls soll das Gefühl entstehen, man wohne in einem gesichtslosen Neubau. Ja, auch hier sieht man die Veränderungen. Die Wände sind verputzt, Estrich ist eingebracht. Ja, und jetzt sieht man einfach mal den großen Wohn-Essbereich, den es später einmal geben soll. Was wir uns jetzt irgendwie überlegt haben, war, als wir diese Decke gesehen haben, dass uns die einfach so gut gefällt, dass wir gesagt haben, wir lassen die so. Einfach dieses Unregelmäßige, wie die Schalplatten lagen und wie diese Färbung ist, die gefällt uns jetzt so gut, dass wir gesagt haben, das bleibt jetzt einfach so. Und deshalb können die Bauarbeiter jetzt einpacken. Bis zum Umzug ist es jetzt nicht mehr lang. Natürlich ist es spannend, jetzt in ein selbstgebautes Haus oder selbst umgebautes Haus einzuziehen. Das Neue ist jetzt einfach für uns, dass wir jetzt selbst der Nutzer sind und jetzt auch im Nachhinein darauf achten können, hier Dinge, die wir uns während des ganzen Arbeitens, des Entwerfens gedacht haben, auch jetzt bei der Einrichtung, bei der Möblierung, bei der Farbauswahl, beim Bilderaufhängen weiter zu verfolgen. Mit einem etwas ungewöhnlichen Einweihungsgeschenk macht sich Bäckermeister Hermann Müller auf den Weg zum neuen Haus. Schon während der Bauarbeiten hat er fast wöchentlich vorbeigeschaut. Ein wenig sind der Hinterhof und die damit verbundenen Erinnerungen noch immer Teil seines Lebens. Hallo, grüß Sie. Hallo, grüß Sie Gott. Das ist eine Überraschung, hallo. Ich bringe Ihnen hier das Schild von der Baurerstraße, wo wir damals einmal schon abmontiert haben hier. Und das habe ich ewig jetzt schon aufgekommen. Das ist von der Gründung vom ersten Mal, seit fast 100 Jahren. Das Schild alt. Das ist ja klasse, die Einschusslöcher hier noch. Ja, das sind von den Bombensplitter, so Steinsplitter, und die haben da das Email rausgeschlagen. Und das sind oft Steine von den Steinen, die Explosion wegschleudert. Ja, und das können wir jetzt behalten. Das können Sie behalten und das soll Ihnen auch Glück bringen. Dankeschön. Das ist ein schönes Wohnen. Werden wir irgendwie einen Platz suchen, wo wir es montieren können. Okay, gut.
Während das Parkett seine letzte Ölung erhält, rüsten sich die Holzpförtners für den lang ersehnten Umzug. Nicht alles kommt in Kisten, schließlich zieht man ja nur in die nächste Straße. Von Hinterhof zu Hinterhof sozusagen. Kommt die Katze schon wieder? Ganz dolle Freude zum einen, das ist ganz, ganz klar. Also es wird einfach mehr Platz haben. Es war jetzt einfach zu eng mit 4 Personen bei uns. Allerdings auch so ein bisschen Wehmut, weil wir uns super wohl gefühlt haben bei uns im Haus, in der Wohnung. Aber die Vorfreude überwiegt natürlich, dass wir es uns jetzt halt so schön machen können, wie wir es uns immer vorgestellt haben. Hallo! Einen Möbelwagen haben die Holzpförtners nicht bestellt. Der geliehene Anhänger und hilfsbereite Freunde genügen allemal, wenn das neue Haus nur um die Ecke liegt. Weil der Boden erst trocknen muss und die neue Küche fehlt, übernachtet die Familie trotz Umzug noch einmal in der alten Wohnung. Jetzt will man dann auch einziehen und nicht jetzt, dass es noch Wochen dauert. Also die Firmen müssen jetzt ihre Möbel liefern, so wie zugesagt oder wie vereinbart ist und nicht sagen, jetzt kommen sie erst 14 Tage später oder 3 Wochen. Wir wollen jetzt auch einziehen, weil wir haben jetzt ja auch schon einen Großteil unserer Habe hierher gebracht und die wollen wir natürlich auch wieder aufbauen und einräumen, sodass wir dann wieder ganz geregeltes Zuhause haben. Ein wenig Verspätung hat sie dann schließlich doch, die Küche fürs neue Haus. Aber immerhin schafft sie es die enge Treppe hinauf. Während Ines Holzpförtner als Architektin für möglichst große Wohnflächen kämpft, hat sie als Bauherrin schnell die Vorzüge von Einbauschränken erkannt. Also ganz deutlich wird es, glaube ich, unten im ersten Obergeschoss, wo wir da die Schlafräume haben. Da war nämlich die Entscheidung für uns, wir haben diese lange Flurwand, die über 14 Meter fast geht, dass wir gesagt haben, wir machen in den Zimmern nicht viele Schränke rein, dafür werden die ein bisschen kleiner, machen dafür diese ganze komplette Schrankwand, dass wir da sämtliche Kleidungsstücke, Bettwäsche, Trockner ist da drin, dass wir da wirklich alles irgendwo unterbringen können. Obwohl die Möbel alle schon an ihrem Platz stehen, müssen die Holzpförtners die Handwerker in ihrem Haus noch ein paar Wochen erdulden. Am Tag wird geschraubt, gebohrt und gesägt. Und in der Nacht, wenn die Kinder schlafen, werden die restlichen Umzugskisten ausgepackt. Schließlich hat auch der letzte Handwerker das Haus verlassen. Die Einweihungsparty im Hinterhof lässt nicht lange auf sich warten. Das Architektenpaar ist glücklich, dass ihr Zuhause in Schwabing endlich vorzeigbar ist. Auf 210 Quadratmetern haben sich die Holzpförtners ihr Traumhaus mit Umbaukosten von rund 360.000 € hergerichtet. Schlafen und Wohnen im neuen Eigenheim ist für die Familie mittlerweile alltäglich geworden. Im Herbst kommt noch ein drittes Baby zur Welt. Da ist man froh um die großzügige Wohnfläche. Hinter Schranktüren und in Nebenkammern lässt sich auch das mit Kindern unvermeidliche Durcheinander gut verbergen. Umso geräumiger wirkt daher der zentrale Raum des Hauses.
der Anmutung ist das Haus ein typisches städtisches Werkstattgebäude geblieben. Nüchtern und schlicht passt es sich perfekt ein in die Umgebung der Wohnhäuser aus den 50er Jahren. Da stört auch ein kleiner Balkon an der ansonsten einheitlichen Fassade nicht mehr. Ich habe zum Beispiel den Balkon nicht für so wertvoll eingeschätzt, aber jetzt in dem Leben ist es einfach toll, wenn man direkt aus der Küche mal schnell mit einem Glas Wasser oder Wein rausgehen kann, sich 2 Minuten hinsetzt und wieder reingeht. Das ist einfach eine andere Welt, ist dann schön so zu entspannen, ganz kurz. Und das hat mich etwas überrascht, dass der so wertvoll eigentlich ist. Die Dachterrasse ist im Sommer der Lieblingsort der Familie. Einmal die Treppe hoch und schon ist man im Grünen. Die Enge zu den Nachbarn ist hier oben nicht mehr so spürbar. In ein paar Jahren wird ein dicht gewachsener Blätterwald Schutz vor allzu neugierigen Blicken bieten. Die kleine Emmy und ihr Bruder Max freuen sich schon jetzt über selbst geerntete Himbeeren. Ja, her. Sonst geht's aber gut da, oder? Wir fühlen uns eigentlich rundum wohl. Und ja, einfach hier mit der Dachterrasse ist es herrlich für die Kinder. Sie sind mitten in der Stadt, sie sind in der Nähe von ihren Freunden am Kindergarten und haben trotzdem das Grüne. Genau wie für mich auch, dass ich immer hier am Pflanzen bin. Und unten in der offenen Küche ist es toll. Also auch wenn ich koche, bin ich mittendrin und die Kinder spielen. Also es macht einfach Spaß. Also wir fühlen uns wirklich wohl. Und nach wie vor kommt auch der alte Besitzer Herr Müller gerne mal auf einen Sprung im Hinterhof vorbei. Es ist, wie gesagt, sehr schön geworden und mir gefällt es, ich schaue öfters vorbei. Und ich bin da recht stolz drauf. Ich war vom ersten Ziegelstein Wiederaufbau hier dabei und habe da halt keinerlei Wehmut mehr, sondern mir gefällt es, dass es so weitergeht und dass es ein Bäckerhaus geblieben ist. Die Architekten haben mit viel Feingefühl den Charakter des alten Gewerbegebäudes erhalten und gleichzeitig ein richtiges Haus zum Wohnen und Wohlfühlen für die Familie geschaffen. Das Haus ist jetzt eigentlich fertig, wobei man wahrscheinlich sagen kann, es wird nie ganz fertig. Es werden immer noch so ganze Kleinigkeiten fehlen, die letzten Lampen oder Bilder müssen noch aufgehängt werden. Und es wird sicherlich einen gewissen Wandel erleben, wenn jetzt der 3. Nachwuchs da ist, dann werden wir wieder ein bisschen umräumen. Aber insgesamt ist es an sich fertig und jetzt macht das Leben mit, muss mit uns wachsen und sich umgestalten und ändern, wie wir auch. Ob das Leben als Familie in der Stadt wirklich gelingt? 6 Jahre später besuchen wir die Holzfurtners wieder. Nachwuchs Marlene ist inzwischen 6 Jahre alt, Schwester Emilia 7 und Max, der Älteste, ist schon 11. Nicht nur die Kinder